Nürnberg und Schalm. Aber wir schauen natürlich auf die Nöttinger Höhe, wollen dort also sehen, wenn die Antonius-Buch und der Tiergarten durchfahren wird, die Schikane Hohenrhein hineingeht und dann der Gesamtsieger der 39. Auflage ADAC Zürich 24 Stunden auf der Nürburgring hier oben seinen Sieg feiern darf. Da wird der Hybrid Porsche natürlich auch langsam, der lässt dort sein Fahrzeug, seinen Gesamtsieger erst einmal vor in Richtung Startziel. Dort möchte man also gebührend mit dem Mannschaft Porsche, mit der Startnummer 18 diesen Sieg feiern. Da geht es also durch den Tiergarten hindurch, Anfahrt in Richtung Schikane Hohenrhein. Die Blicke gehen in Richtung der Schikane, in Richtung Eingangsstartziel. Die letzten sind halb links und dann rechts links Kombination auf das Startziel dran draufgekommen. Das sind die Aufwände, die Scheinwerfer in Gelb gehalten, blaues Blinklicht und dann heißt es nur noch darauf zu warten, wenn sie hier vorne starten. Der 39. Auflage Mannschaft Racing, Porsche 911 GT3 RSR, Marc Lieb, Lukas Nur, Timo Bernhard und Roman Übers, da kommen die Informationen zu. Über die Start- und Zielgerade gerollt, warten und empfangen von Walter Hornung, der nun also dem Gesamtsieger unserem Glückwunsch mit auf den Weg geben darf. Das waren die 24 Stunden auf dem Nürburgring. Und so warten wir natürlich auch noch auf den Zweitplatzierten, während der Jubel in der Mannschaftsbox natürlich kaum Grenzen kennt, um nicht zu sagen, gar keine Grenzen mehr kennt. Jetzt also als nächstes Erwartung und auch Verteidiger auf dem Auto gegen den Motorsport und den BMW M3 GT, Jörg Müller auf dem Strafen, überall und Nico Lani und natürlich auch die Verfolgung der jetzt überschauen, dass wir vorbeikommen. So ist es, der Bernstein Audi ist drin und damit also Marc Marcel, Marcel Wester, Andrea Vitini und Frank Schüttler in der zweiten Position, in der dritten Position und dann warten wir auf die Zweitplatzierten, warten auf den BMW M3, warten auf das der Bierstein durch? Der Startnummer 1, natürlich die Auslaufrunde. Jetzt kraft wird hier über die Grand-Prix-Strecke und die Pause. Reiter, ja, von Hans-Joachim Stuck im Jahr 2011 hier oben von den Ausreißern. Aber wir warten noch auf die Reise, wir warten noch auf den BMW M3, der uns dann gleich hier, während der Haribo Porsche doch schon mit reichlich überhöhtem Speed bei Startziel vorbeikommt, möchte so viel Versuchswerk Ziele hat das auch in der 13. Position gebracht. Und wie gesagt, immer noch der Blick in Richtung Eingang, Startziel, Ausgang, Start und Preis und dann auch der einzige erwarten haben. In 4 Minuten Start, die nähern sich dann noch langsam dem Ende. Ich denke, so 1 bis 1,5 Minuten werden wir dann noch warten haben, bis das Auto hier vorne aufschlägt. Das war, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, hier gerade mit der 44 dann auch der Falken Porsche, der also dann trotz seines Notstopps in der Schlussphase noch einmal die Ausfahrt gefunden hat. Hier also bei Start und Ziel durchgekommen ist. Jetzt super. Mit dann meine Startnummer 1. Dort unten also angekommen. Im Bereich Landgarten ist man jetzt dort unterwegs. Da ist man noch ein bisschen länger wie 1,5 Minuten. Also ich denke, da hat man in dieser letzten Runde es auch ein bisschen gemächlicher angehen lassen. Also Auto ist unterwegs auf Anfahrt in Richtung Startziel, aber natürlich der Glückwunsch in Richtung der Mantai-Truppe, die hier also nach 2006, 7, 8 und 9 nach einem Jahr Pause sich wieder als Gesamtsieger zurückmeldet. Und das Ganze in sehr, sehr souveräner Manier. Das man hier sich also selber ganz oben am Hintereintrag Daumen, wo man den Rest dann vermutet. Jetzt kommt das Auto mit der 16, kommt in die Post. Audi von Amtsbaustein als 5. bei Startziel vorbei. Und wir schauen weiterhin auf die Fahrzeuge, die uns da möglicherweise hier oben jetzt noch die Ehre erweisen werden. Wer dabei sein wird, möglicherweise mit Problemen zu kämpfen gehabt hat und trotzdem die letzte Runde in Anspruch nehmen wollte. Der reinkommt auf
zum Beispiel mit der 199 jetzt gerade hier durchgekommen. Das Auto vom MSC Rubens Bochum, der Opel Astra. Und auch die 92 lässt sich hier bei Start und Ziel natürlich feiern, während hier Grund feiern werden darf. Der Gesamtsieger dieser Auflage. Also auf der BMW M3 hier der vorhin Weltklasse 92, Ahlhäuser, Weber, Kobayashi und Quick sind ins Ziel angekommen. Hier dürfen dann jetzt auch langsam aber sicher ankommen. Der Zweitplatzierte, der gesamte Zweitplatzierte. Position in Kostenbüchern für Müller, Markus, Alten und David beim Sektor Informationsflug sind sie hier bei Campus hereingekommen, ebenso auch der also das Zielgesichte mit Kanini, mit Foto, Visual Ziel, und natürlich auch an diese Jungs hier im nächsten Tag auf der Startbacher Ferrari, auf dem Start gerade gefahren. Startbacher Robert und Zeno sehen ebenfalls hier mit Zielflagge, werden am Ende in der